Gottes Segen euch allen. Ich möchte mit dem Text anfangen, in Römer 8, 28, da wo eindeutig steht, dass wenn Gott mit uns ist, wer ist dann gegen uns? Nur die Frage, die sich mir stellt, ist, wer ist uns? Mir kommt noch ein Text in den Kopf und ich finde es interessant, weil oftmals planen wir etwas und es kommt doch nicht so, wie wir es uns erwarten oder wie wir uns das ausgemalt haben. Wir denken, wir haben alles unter Kontrolle. Und doch ist es nicht so. Es kommt mir oftmals so vor, als ob uns Gott die Möglichkeit gibt, unser Leben in unsere Hände zu nehmen. Unser Leben in unsere eigenen Hände zu führen. So kommt mir folgender Gedanke. Stellt euch vor, ihr guckt im Computer mehrere Bilder an, die ihr euch ausdrucken könnt und die ihr danach anmalen könnt. Kennt ihr diese Bilderbücher? Da wo lauter Bilder in Schwarz-Weiß drin sind und die sich danach jeder für sich selbst ausmalen kann? Nun fangen wir an, dieses Bild zu bemalen. Wir malen die Hautfarbe von diesen Männchen, so wie es uns gefällt. Wir machen auch die Haare, so wie es uns gefällt. Die Kleidung und vielleicht auch das passende Ambiente, was dahinter steckt. Aber bevor ich mit unserer kleinen Illustration weitermache, möchte ich noch ein paar Texte mit euch teilen, die uns vielleicht helfen können, um danach dieses ausgemalte Bild von uns besser zu verstehen. Passt auf. Wir lesen in Römer 8, im 28, ich weiß jetzt nicht, ob ich durcheinander gekommen bin. Ich bin in letzter Zeit ein bisschen durcheinander. Nehmt es mir nicht übel. Ich weiß, dass ihr wisst, dass es in der Bibel steht. Das ist mir jetzt wichtig. Wer Gott liebt, dem hilft was? Alles zum Besten. Ich bin jetzt durcheinander gekommen. Ich weiß jetzt nicht, ob der erste Text der 8,28 war und der zweite 8,38. Aber ich glaube auch nicht, dass das eine große Rolle spielt. Ich glaube, das ist der lebendige Beweis, dass ich auch nur ein Mensch bin. Ich bin kein Theologe, ich bin kein Wissenschaftler. Ich bin für euch alle nur der Dank. Ich bin auch einer, der nur auf dem Weg ist. Ich bin auch nur einer, der so wie Paulus versucht, das Ziel zu erreichen und alles dafür gibt, dass er ankommt. Und deswegen ist es oftmals nicht wichtig, ob wir genau wissen, wo es steht. Das Wichtigste ist, dass wir im Herzen tragen, dass es da steht. Und da steht auch in der Bibel, in Philipper 4, Vers 13, das weiß ich genau, weil das ist mein Lieblingsvers, alles vermag ich durch den, der mich stärkt. Und ich finde die spanische Übersetzung so faszinierend. Die spanische Übersetzung, die sagt, alles ist mir, alles kann ich in Jesus, der mich stark macht. Das finde ich eine schöne Übersetzung. Alles kann ich durch Jesus, der mich stark macht. Und wenn wir uns diesen Text im Kontext angucken, dann verstehen wir, dass Paulus genau weiß, um was er spricht. Paulus spricht nicht von irgendetwas. Paulus spricht um die Erfüllung in jeder Situation des Lebens. Alles zu schaffen, Jesus Christus. Und ich liebe Jesus Christus. Lasst mich euch sagen, dass ich liebe diesen Mann. Ich liebe diesen Mann, weil dieser Mann, der macht keine halben Dinge. Dieser Mann, der gibt nicht auf, wenn es kurz vorm Ziel ist. Dieser Mann, der sagt, steh auf. Frag nicht warum. Frag nicht warum, steh auf. Frag nicht wozu, frag nicht wie, steh auf. Das ist die Botschaft, die ich in der Bibel finde. Wie liest du deine Bibel? Was findest du in deiner Bibel? Findest du Hoffnung in deiner Bibel? Die Bibel ist voller Verheißungen. Es heißt im Psalm 34,8, und das habe ich mit dem Heinrich heute Morgen gesprochen, das ist so schön, dass er, der Engel Gottes, der ist was? Der ist bei denen, die was machen? Die ihn fürchten. Und er wird was machen? Und er wird ihnen helfen und er wird sie weitertragen und er wird ihnen immer beiseite stehen. Und wir wissen anhand Johannes 14 und 15, dass wir nicht alleine auf der Welt sind. Wir wissen genau, dass Jesus gesagt hat, wenn ich gehe,
werde ich was machen? Dann werde ich euch den Beistand geben, damit ihr nicht alleine seid, Entschuldigung, solange ich nicht da bin, damit ihr einen Beistand habt, damit ihr Kraft habt, um allen Situationen abzuhalten oder standzuhalten. Ja? Das heißt, wir haben keinen Gott, der uns alleine lässt. Wir haben einen Gott, der sagt, ich bin bei dir. Wir haben einen Gott, der sich um uns kümmert. Wir haben einen Gott, der alles von uns weiß. Und ich weiß, dass ich jetzt nichts Neues erzähle. Aber wir müssen verstehen, dass auch in 2. Mose 14,14 ganz klar und deutlich steht, ich bin Gott und ich werde für euch kämpfen und ihr werdet still sein. Und um das zu verstehen, müssen wir eine Sache analysieren. Wer ist dieser Gott, der spricht und sagt, ich werde für euch kämpfen? Und die andere Sache, die wir verstehen müssen, ist, wer bist ihr? Wer bist du? Und jetzt stellt sich die Frage, kämpft Gott für jeden? Aber bevor wir verstehen können, ob Gott für jeden kämpft, müssen wir diesen Gott identifizieren. Und um Gott zu identifizieren, da glaube ich, können wir niemand anderes anschauen als Jesus. Weil wenn wir Jesus anschauen und wenn wir Jesus betrachten, dann verstehen wir, was sich hinter dem Ich Bin des Alten Testaments versteckt. Wir gehen in das Matthäus-Evangelium, Kapitel 16, und dort werden wir erstmal den Vers 21 anschauen. Weil da steht, von da an begann. Und dieses von da an, das ist eine so große, das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Von da an. Von da an. Wir sind am Zeitpunkt angekommen, wo Jesus sagt, mein Moment ist gekommen. Wenn es eine Sache gibt, die wir verstehen müssen, dann ist es die eine. Das heißt, der Teufel wusste von Anfang an, dass Jesus kommen würde und sein Leben für dich und für mich zu geben. Überhaupt das Lebensprinzip von Jesus war geben. In dem Alten Testament wird der Messias, der kommen würde, als König dargestellt. Ja, auf jeden Fall. Aber wenn wir Jesaja lesen, Kapitel 53, da sehen wir ein anderes Bild von diesem Messias. Wir sehen das Bild des leidenden Knechts. Und wenn es Satan versucht hat, in irgendeiner Form zu verhindern, dass Jesus uns erlöst, dann ist es in der Rolle, in diesem Rollenspiel, was der Messias erfüllen musste. Und er hat alles dafür gegeben, glaubt mir, er hat alles dafür gegeben, dass Jesus nicht der leidende Knecht wird, sondern es wäre der mächtige König. Und das sehen wir in den Versuchungen. Jesus wurde versucht, genauso wie ihr, genauso wie ich. Aber Jesus hat sich entschieden. Und deswegen liebe ich Jesus. Weil Jesus hat sich entschieden für mich und für dich. Für uns. Er hat gesagt, es ist notwendig, dass ich nach Jerusalem gehe. Und dort werde ich viel Leid ertragen. Und dort werden sie mich verspotten. Und dort werden sie mich abgeben. Dort werden sie mich foltern. Dort werden sie mich kreuzigen. Und Jesus sagt, es ist notwendig, dass ich nach Jerusalem gehe. Weil Jesus macht keine halben Dinge, das habe ich dir schon gesagt. Jesus bringt den Plan bis ans Ende. So ist es, dass wir verstehen. Und auch wenn wir Jesaja 53, Vers 8 lesen, da sehen wir ganz eindeutig einen Gott, der sagt, ich nehme deine Probleme auf meine Schultern. Ich nehme deine Schuld in mein Leben. Ich bin da. Was steht in Jesaja? Das lesen wir einfach kurz. Was soll ich euch das erzählen? Nicht, dass es nachher heißt, dass der Tante das erzählt hat. Jesaja 53. Infolge von Drangsal und von Gericht wurde er weggenommen. Wer will aber sein Geschlecht beschreiben? Denn er wurde was? Aus dem Land der Lebendigen weggerissen. Wegen der Übertretung meines Volkes hat er ihm was? Die Strafe getroffen.
wegen mir. Aber um das zu verstehen, müssen wir erst weitergehen. Warum? Weil ich hatte gesagt, das war's. 2. Mose 14,14. Ich werde für dich kämpfen und du wirst still sein. Ich werde für euch kämpfen und ihr werdet still sein. Wer ist ich? Wer ist ihr? Versteht ihr, was ich meine? Das heißt, wenn wir Gott identifiziert haben und lasst mich sagen, dass in Jakobus 1, Vers 17 ganz klar und deutlich steht, dass es in Gott keinen Schatten der Veränderung gibt. Es gibt nichts, wo er sich ändert. Von daher, wenn wir heute nicht mehr die Wunder erleben, die in der Bibel beschrieben sind, wenn wir heute nicht mehr die Macht Gottes in unserem Leben erleben, die in der Bibel beschrieben steht, wenn wir heute nicht das erleben, was die Bibel sagt, was Gott für uns hat, liegt es an einer Person. Entweder an Gott oder an uns. Einer von beiden spielt eine Rolle nicht. Und ich glaube, es ist der Punkt gekommen im Leben von uns, von unserer Gemeinde, aber nicht nur von der Gemeinde, sondern von jedem von uns individuell, dass wir uns fragen sollten, wird Gottes Name wegen meinem Lebensstil immer noch lächerlich gemacht? Und damit sage ich nicht, dass wir große Werke vollbringen. Nein, darum geht es nämlich nicht. Denn Jesus sagt auch ganz klar und deutlich, ich suche keine Verherrlichung von den Menschen. Ja? Es geht um was viel Größeres bei dieser ganzen Sache. Der Name Gottes, der steht im Spiel und nicht nur hier auf der Erde, sondern es ist im ganzen Universum. Und genau das ist das Problem. Hier geht es nicht um dich und um mich. Hier geht es um was Größeres als uns. Und hier ist eine Verheißung, die sagt, ich werde für dich kämpfen, wenn du bei mir bist. Warum? Weil wir müssen nach den Regeln spielen. Warum? Weil der Teufel kennt auch die Regeln. Und wenn wir nicht nach den Regeln spielen, dann passiert was? Was passiert dann? Dann kann Gott nicht für uns kämpfen. Warum? Weil Gott wird niemals die Regeln brechen. Und das hat Jesus in der Wüste bewiesen. Er hat die Regeln nicht gebrochen. Er hat nie die Regeln gebrochen. Und als auch die Pharisäer gesagt haben, warum brechen deine Jünger das Gesetz, indem sie sich nicht die Hände waschen, hat Jesus selbst nichts gegessen. Das heißt, der Zeigefinger, der hat auf wen gezeigt? Auf die Jünger. Jesus selbst, der war fehlerlos. Und dieser Jesus, der möchte sich heute in deinem Leben offenbaren. Und deswegen steht es auch in Hebräer, wenn du heute die Stimme Gottes hörst, dann was? Dann verschließe nicht dein Herz. Wenn du dich heute angesprochen fühlst von dem, was ich sage, dann verschließe nicht dein Herz, sondern öffne dein Herz. Und genau das ist das Punkt. Kämpft Gott für jeden? Kämpft Gott für jeden? Ja oder nein? Ja oder nein? Kämpft Gott für jeden? Ja oder nein? Ja. Nein! Gott kämpft nicht für jeden. Der bittet. Psalm 34,8. Bei wem ist Gott? Bei wem ist der Engel Gottes? Den fürchten. Die Gott fürchten. Ist Jesus für jeden gestorben? Ja oder nein? Ja. Aber Gott kämpft nicht für jeden. Warum? Weil Gott wird sein Gesetz nicht selber brechen. Und da ist das Detail. Wisst ihr, warum ich so ein großes Lächeln habe? Soll ich euch sagen, warum ich so ein großes Lächeln habe jetzt gerade auf meinem Herzen? Soll ich euch sagen? Weil ich meine Frau gesehen habe, die sind ja gerade vorbei. Wisst ihr, ich war bedrückt. Wenn ich getrennt bin von meiner Frau, das ist schlimm für mich. Wenn ich weiß, dass meine Frau auf der Straße ist, das ist schlimm für mich. Und wenn mein Sohn auch noch dabei ist, das drückt mich. Und ich bete und sage, lieber Gott, lass uns immer zusammenbleiben. Und als ich meine Frau hörte, sie fängt mein Herz wird zu schlagen. Und das ist das, was Gott von uns will. Das ist die Furcht Gottes, die Gott sucht. Dass wir einfach lieben, in seiner Nähe zu sein. Und deswegen müssen wir identifizieren, was für Arten von Gottes Liebe gibt es. Gottes Furcht. Es gibt 3 Arten von Gottes Furcht, die ich jetzt einfach mal so identifizieren habe. Einfach, weil es ist keine Bibelstunde. Wir haben hier keine Bibelstunde. Ja? Es gibt 3 Arten von Gottes Furcht. Die erste Gottesfurcht, die wir haben können, die sieht so aus. Ich fürchte Gott, weil ich die Konsequenz fürchte. Das heißt, ich habe Angst vor Konsequenzen. Und dann habe ich gerade in der Jugend gesagt, das müsste ich nochmal machen, tut mir leid. Manchmal rutschen mir halt Sachen raus, die ich danach nochmal erzähle. Aber warum fürchtest du Gott? Fürchtest du Gott nur wegen den Konsequenzen? Hast du Angst, dass du aufhörst zu existieren? Hast du Angst? Lebst du immer mit der Angst, einen Fehler zu machen? Traust du dich deswegen nichts zu machen, wie der
Diener, der sein einziges Talent, der ein Talent hatte und es begraben hat aus Angst, weil er sagt, ich weiß, dass du ein ernster Herr bist, ich weiß, dass du ein strenger Herr bist und deswegen vergräbst du dein Talent, weil du nur eins hast und weil du Angst hast, einen Fehler zu machen. Lass mich dir sagen, wenn du so ein Bild von Gott hast, dann wird dein Leben traurig sein, dein Leben wird bitter sein. Warum? Weil du wirst immer mit Angst leben. Oder vielleicht du bist in zwei, nein, vergiss es, nicht du, ich will nicht dich ansprechen. Wenn du dich angesprochen fühlst von meinem Problem, Amen, dann gibt es eine Lösung. Warum? Weil Jesus hat gesagt, es ist notwendig, dass ich nach Jerusalem gehe. Ich will dir nichts unterstellen. Das habe ich früher gemacht. Das mache ich nicht mehr. Es tut mir leid. Entschuldigung. Ich bin überzeugt worden, dass es auch eine andere Gottesfurcht gab, die in mir lebte. Die Gottesfurcht, um materiellen Wohlstand zu haben, ja? Damit ich Segen bekomme. Das heißt, ich fürchte Gott, aber nicht, weil ich ihn liebe, sondern weil ich erwarte, dass er seine Verheißungen in meinem Leben erfüllt. Das heißt, ich schaue in den Himmel und sage, lieber Gott, ich erfülle doch alle deine Regeln, deine Satzungen und alles. Warum kommt der gewünschte Segen nicht? Versteht ihr, was ich meine? Das heißt, diese zweite Gottesfurcht, das ist diese Gottesfurcht, ja, wo wir anfangen, Gott zu benutzen und ihm Vorwürfe zu machen, warum er nicht das macht, wie wir es wollen, wobei wir sind doch seine netten und lieben Kinder. Ja, natürlich. Das Problem ist, und da kommen wir jetzt gleich dazu, und das ist auch das, was der Heinrich in der Einleitung gesprochen hat, das Problem ist, warum bist du bei Gott? In Offenbarung 20, ab Vers 15, überhaupt Offenbarung 20 ist ein schönes Thema zum Studieren. Offenbarung 19 sagt, Jesus kommt wieder. Und wie kommt er wieder? In Herrlichkeit, in Pracht. Und es heißt, dass die nicht mit Jesus zusammen sind, die werden leider, werden einfach, die gibt es da nicht mehr. Ich will es jetzt nicht ganz dramatisch machen. Ja? Vielleicht bist du eine Person, die nicht mit Jesus zusammen sein will. Das ist gut, okay, dann wird es nicht mehr geben. Aber ich habe mich dafür entschieden, mit Jesus zusammen zu sein. Und ich möchte existieren, ich möchte leben. Ich meine, es gibt Menschen für alles. Du kannst dich entscheiden, vielleicht willst du es nicht, vielleicht magst du das alles nicht. Es ist gut, es ist okay, ich respektiere es. Aber wenn du wirklich sagst, ich möchte ein erfülltes Leben haben, ich frage mich, warum es nicht weitergeht. Dann befasst dich mit der Bibel. Mach nicht das, was ich sage, sondern befasst dich mit der Bibel, weil Gott ist Gott und Gott hat die Macht, dein Leben zu ändern. Weil er hat gesagt, es ist notwendig, dass ich nach Jerusalem gehe. Und was? Er hat es getan. Er hat es nicht nur bei Worten gelassen, sondern er hat es getan. Und durch seine Kraft kannst du es auch tun. Durch seine Kraft kannst du es auch erleben. Und so steht in Offenbarung 20, dass es 2 Bücher gibt. Es gibt 2 Bücher. Ja. Das ist jetzt offensichtlich, dass das die Bibel ist und dass das Liederbuch ist. Aber ich möchte, dass du dir das jetzt vorstellst. 2 Bücher. Das Buch des Lebens, das Buch des Lammes und dein Buch, deine Geschichte. Es ist schön zu wissen, dass wenn dein Name im Buch des Lebens steht, wenn dein Name im Buch des Lammes steht, dann wird dieses Buch niemals geöffnet. Weil du bist bei der ersten Auferstehung dabei. Und ich sage, das ist jetzt kein Bibelstudium, es ist komplexer als jetzt nur in 5 Minuten erklärt. Aber es ist eine Tatsache. Jesus sagt, freut euch nicht in Werken. Das sagt er in Lukas 10,20. Sondern was? Freut euch was? Weil euer Name im Buch des Himmels steht. Warum? Weil er sagt auch ganz klar in Matthäus 7,21, nicht jeder, der zu mir kommt und sagt, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen. Von daher haben die Werke natürlich was zu tun, aber die sind nicht alles. Es ist eine Grundeinstellung und diese Grundeinstellung ist genau die 3. Eigenschaft, warum du Gott fürchtest. Versteht ihr, wo ich lang bin? Ja oder nein? Das heißt, es liegt nicht an Gott, dass keine Wunder in unserem Leben passiert, sondern es ist an uns. Und wenn wir dann mit dieser Grundeinstellung zu Gott kommen und sagen, lieber Gott, ich habe erkannt, dass der Fehler nicht in ihm ist, sondern in mir, bitte offenbaren Sie mir, wo der Fehler ist. Dann kommt Gott zu uns und sagt, dann lass uns doch mal einfach das Buch aufschlagen des Lebens. Nicht des Lebens vom Lamm, sondern von deinem Leben. Und lass uns einfach mal Revue passieren. Und ich finde es so schön, das habe ich gestern mit dem Waldemar hinten geguckt. Das ist so schön, weil dieses Liederbuch, das fängt so an. Wisst ihr, was ist das für eine Farbe? Was ist das für eine Farbe? Jetzt kann man sagen, das ist blutrot.
Und ich finde es so ein schönes Beispiel. Warum? Weil dein Leben, wenn du das Buch von deinem Leben aufschlägst, fängt es mit einer roten Seite an, weil du bist gekauft worden durch das kostbare Blut des Lammes. Du hast die Möglichkeit, was dein Name in dem Buch vom Himmel steht. Es gibt keinen Mensch auf dieser Welt, der böse genug ist, um zu sagen, geh von mir. Jeder hat die Möglichkeit. Und deswegen gibt es kein Volk Gottes mehr, sondern das Personen Gottes. Die bilden das Volk Gottes natürlich. Aber es gibt keinen Stamm mehr, kein konkretes Volk mehr, so wie damals die Juden. Die Erlösung, die ist jetzt offen für uns alle. Und dann fängst du an, in deinem Leben Revue zu passieren. Und du fängst an zu verstehen, warum du Jesus brauchst. Weil lass mich dir sagen, in der Genealogie von Matthäus, ja, in der Genealogie von Matthäus schreibt ganz klar und deutlich, wer gehört zu Gottes Volk. Und in der Genealogie, das ist eine sehr komische Genealogie von Matthäus. Warum? Weil da traut sich der Autor, Leute reinzuschreiben, die keinen guten Ruf haben. Wer erscheint in der Genealogie von Matthäus, der keinen guten Ruf hat? Wen haben wir da? Zum Beispiel. Wir haben zum Beispiel die Rahab. Wer war Rahab? Wisst ihr, wer Rahab war? Das war die Prostituierte. Die Prostituierte, die wo gewohnt hat? In Jericho. Interessant. Das heißt, Matthäus traut sich, in die Genealogie von Jesus eine Prostituierte zu schreiben. Rahab war die Mutter von Boas. Ja. Und Boas hat mit wem geheiratet? Mit Ruth. Ruth war eine Moabiterin. Wo kommen die Moabiter her? So wie ich mich informiert habe, kommen die Moabiter auch von der Linie von Lot, da wo er mit seinen Kindern was gemacht hat. Nicht weil er wollte, sondern weil seine Töchter haben sich mit ihm vermehrt. Das ist Inzucht. Schaut euch mal an, was für Leute in der Genealogie von unserem Messias stehen. Wer ist Gottes Volk? Ich bin gekommen, nicht um Gerechte zu retten. Ich bin gekommen, um was? Um Verlorene zu retten, um die gefallen sind. Nicht der Gesunde braucht den Arzt, der Kranke braucht einen Arzt. Von daher müssten wir jeder erstmal unser Buch aufschlagen. Wie sieht es in meinem Leben aus? Brauche ich überhaupt Jesus? Ich habe erkannt, ich brauche Jesus. Es steht in Philipper Kapitel 1, dass es gibt Leute, die Jesus aus Selbstsucht predigen. Hier ist einer. Hier ist einer. Als ich in die Gemeinde gekommen bin, da wollte ich mich realisieren. Das war mein Fehler. Ich bin seit 7 Jahren in der Gemeinde. Als ich in die Gemeinde gekommen bin, da dachte ich, mein Leben ist gar nicht so schlecht. Gott hat mich gerufen, habe ich immer gedacht. Nicht ich Gott, ich habe doch nicht Gott erwählt. Wenn er was von mir will, dann soll er doch den Weg aufmachen. Ich habe Gott Vorwürfe gemacht, so wie es in 1. Korinther 10 steht. Hütet euch davor, Gott Vorwürfe zu machen. Liebe Geschwister, es ist schnell passiert, dass wir in der richtigen Gemeinde sind, dass wir die richtige Botschaft haben. Aber dass wir ein falsches Leben führen, weil wir ein Doppelleben führen. Und ich sage nicht, dass es bewusst ist. Es ist unbewusst. Und das ist das Problem. Es ist im Unbewussten, es ist im tiefsten unseres Herzens, ohne dass wir es kontrollieren. Ihr wisst, dass ich in einem Architekturbüro gearbeitet habe. Das wisst ihr, ja oder nein? Ja oder nein? Ja. Ihr wisst, dass ich angefangen habe, Ausbildung zu machen? Ja oder nein? Wisst ihr? Ja? Nein? Ich habe angefangen, die Ausbildung zu machen. Und auf einmal habe ich einen Burnout bekommen. Ist Gott allmächtig? Ja oder nein? Ja oder nein? Ja oder nein? Glaubt ihr wirklich, dass Gott allmächtig ist oder nicht? Oh, das hört sich ja schwach an. Natürlich ist Gott allmächtig. Kann Gott einen Stein wie mich verwandeln? Ja oder nein? Ja oder nein? Ja, natürlich. Hat Gott Paulus geändert? Ja oder nein? War Paulus ein Stein? Hat Gott Petrus geändert? Ja oder nein? Natürlich. Kann Gott dich ändern? Ja oder nein? Natürlich kann er das machen. Und wie macht er das? Indem er dir zeigt, wer du überhaupt bist. Ich habe mich gefragt, wo habe ich diesen Burnout her? Ich dachte doch, dass alles nach Gottes Willen war. Ich habe gedacht, ich predige doch in Gottes Gemeinde. Ich habe doch gedacht, ich mache Gottes Wille. Ich bin jemand, der Bibelstunden gibt. Ich habe Leute getauft, also nicht ich getauft, zur Taufe gebracht. Ich habe Evangelisationen gemacht. Ich habe Leuten geholfen. Ich habe Leuten angerufen. Ich habe Leute wirklich aus dem Loch geholfen, in dem sie manchmal in ihrem Leben waren. Und jetzt frage ich dich heute Morgen, kann Gott durch einen Esel sprechen, ja oder nein? Ja oder nein? Ja.
Gott kann durch einen Esel sprechen. Das hat er durch mich bewiesen. Bedeutet das, dass der Esel in den Himmel kommt? Ja oder nein? Das bedeutet nicht, dass der Esel in den Himmel kommt. Aber Gott kann einen Esel in einen Mensch verwandeln. Das hat er bei der Nebukadnezar schon mal gemacht. Er hat gesagt, jetzt wirst du ein Tier sein und du wirst 7 Zeiten, gut, jetzt bin ich wieder durcheinander gekommen in den Zeiten. Das ist das habe ich nicht ausgesucht. 3,5 Jahre waren das, oder? 7 Jahre war das? 7 Jahre, genau. War er ein Tier? Ja. Ist er wieder aufgestanden worden? Ja. Hat er Gott gelobt und gepreist mit seinem Leben? Ja. Gott ist allmächtig. Und an den Jesus, den ich halte, den Jesus, den ich liebe, das ist der Jesus, der sagt, es ist notwendig, dass ich nach Jerusalem gehe. Und da kommt Petrus und der sagt, oh nein, hüte dich davor, dass dir sowas passiert. Und was sagt Jesus zu Petrus? Geh von mir, Teufel. Kann es sein, dass der falsche Geist in mir lebt? Kann es sein, dass ich vom falschen Geist bewegt werde, auch wenn ich in der richtigen Gemeinde bin, auch wenn ich die richtige Lehre habe, auch wenn ich die richtige Einstellung habe, auch wenn ich alles richtig machen will, weil ich bezweifle, dass Petrus da was Falsches machen wollte. Das kann schnell passieren. Wo ist die Lösung? Nicht im Bilderbuch. Im Buch deines Lebens. Bitte unseren Herrn Gott, dass er dir offenbart, was in deinem Buch des Lebens steht. Er wird es tun. Warum? Weil er wünscht sich nichts mehr als was? Als sündige Menschen zu retten. Das ist Gottes Volk. Ich dachte, ich wäre gar nicht so schlimm. Und auf einmal fing ich an zu fallen. Wie bin ich denn in der Zeit? Egal. Ist wirklich egal. Ja. Ihr müsst mir sagen, weil ihr kennt mich. Ich rede und rede nur gar nicht auf. Ja, ich sehe es zum Glück. Auf jeden Fall, passt auf, ich hatte diesen Burnout und ich habe wirklich gesagt, lieber Gott, ich habe es angenommen. Ich habe gesagt, ja, ist okay, dann ist es halt so. Ich nehme es an. Ich fing dann an, weiter zu fallen. Es fing so an, dass ich eine Depression bekommen habe. Und ich wusste nicht, wie raus. Und ich wusste gar nicht, dass ein Christ so tief fallen kann. Und das Problem ist, dass wir uns als Christen daran gewöhnt haben, zu sagen, ja, es ist alles gut. Muss ja gut sein. Es muss nicht gut sein. Es gibt manchmal Situationen, da wir gebrochen werden. Warum? Weil der christliche Weg ist ein Weg, das ist nicht ein Zustand, das ist ein Weg, da läuft man und man macht Erfahrungen und man ist manchmal gebrochen und man ist manchmal traurig und man weiß manchmal nicht, wie es weitergeht. Fragt meine Frau. Und meine Frau hat gesagt, Tante, ich kann das alles nicht mehr ertragen, es tut mir leid. Wenn das alles so ist, dann nehme ich meinen Sohn, unseren Sohn und gehe. Kann Gott eine Ehre? Ja oder nein? Ja oder nein? Natürlich kann Gott eine Ehe retten. Bin ich besser als ihr? Ja oder nein? Nein! Und da ist meine Frau, meine altgeliebte Frau. Aber in der Situation, wo sie gesagt hat, dann gehen wir auseinander und ich muss fast gleich an zu heulen. Warum? Weil Gottes Macht so mächtig ist. Und in dieser Situation habe ich gesagt, ja dann geh doch. Und ich bin auf die Knie gefallen und habe gesagt, wie weit müssen wir denn noch gehen? Und Gott sagt, bis du endlich dein Buch aufmachst, bis du endlich erkennst, was dein Problem ist. Es liegt nicht an mir. Ich habe keinen Gefallen daran, dass du fällst. Ich habe keinen Gefallen daran, dass du dir wehtust. Ich habe keinen Gefallen daran, dass du leidest. Ich liebe dich und weil ich dich liebe, habe ich mein Leben für dich hingegeben. Halt doch endlich meine Hand fest und lass dich helfen. Und ich ließ mir helfen. Ich wollte nicht mehr lesen, ich wollte nicht mehr Bibel lesen. Ich wollte nicht mehr predigen. Ich wollte aus der Gemeinde aussteigen. Wisst ihr warum? Weil ich mich nicht würdig gesehen habe. Ich habe mich unwürdig gesehen, in der Nähe Gottes zu bleiben. Und wenn wir den Leuten sagen, Gottes Segen, was einfach so schnell rausrutscht, was wünschen wir den Leuten denn da? Gottes Segen sind 2 Sachen. Gottes Segen sind nur 2 Sachen. Und das hat nichts mit materiellen Sachen zu tun. Und da kommen wir auch gleich hin in den 3. Aspekt von Gottes Furcht. Gottes Segen bedeutet das Recht, Gottes Kind genannt zu werden und das Recht, in seiner Nähe zu leben. Warum? Weil Gott baut nicht auf diese Welt, Gott baut auf eine andere Welt. Und deswegen war es notwendig, dass er nach Jerusalem geht. Deswegen war es notwendig, dass er zurück zum Vater geht.
Deswegen ist es notwendig, dass er zum zweiten Mal wiederkommt, weil Gottes Plan ist nicht auf dieser Welt. In dieser Welt kann es uns nicht gut gehen. In dieser Welt können wir nicht erfüllt werden. In dieser Welt können wir nicht das Glück erleben, was uns der Teufel versucht zu erklären. Und ich sehe, dass der Projektor geht. Und das ist Gottes Segen. Warum? Weil ich habe gesagt, lieber Gott, wenn das Video nicht funktioniert, dann ist es mir egal. Weil es ist nicht mein Moment, es ist dein Moment. Du wirst gefeiert am Sabbat, nicht ich. Und wenn dieser Beamer nicht funktioniert, dann funktioniert er nicht. Weil warum? Was wir brauchen, ist kein Video. Was wir brauchen, sind keine Worte vom Dante. Was wir brauchen, ist die Bibel. Was wir brauchen, ist die Überzeugung, dass wir Gottes Kinder sind. Dass Gott für uns gekommen ist. Dass Gott für uns kämpft. Und zulassen, dass der Heilige Geist unser Leben ändert. Lasst uns kurz dieses Video betrachten, damit wir sehen, wie der Gegenspieler uns immer wieder um den Finger wickelt. Und um was es überhaupt geht. Joel 2,23. Es wird Regen kommen. Frühregen und Spätregen. Der Heilige Geist wird kommen. In 1. Johannes 3,8 steht, denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um was? Um die Werke des Teufels zu zerstören. Wisst ihr, ich möchte die Predigt nicht alles zu lange machen. Ich glaube, wir haben die Botschaft verstanden. Und deswegen komme ich jetzt zum dritten Punkt. Die Gottesfurcht, die Gott von uns, ich will nicht das Wort erwarten sagen, die Gottesfurcht, die Gott sich von uns wünscht, ist keine andere als ehrliche Hingabe. Nicht, weil wir erkannt haben, dass wir, wenn wir so sind, wie wir sind, im Feuersee landen, so wie es in Offenbarung 20 steht. Dass wir uns bewusst sind, ja, ich werde da enden. Warum? Weil ich ein Mensch bin. Aber ich halte mich an der Gnade fest, die mir durch Jesus Christus gegeben worden ist. Dass, wenn es Gottes Wille ist, dass ich in dieses Paradies komme, was der Mensch leider verloren hat. Gottes Furcht, die er sucht, ist die Petrus sagt, als in Johannes 6, als diese Menschenmenge zu Jesus kommt und sagt, gib uns doch dieses Brot, sagt er, ihr seid nur gekommen wegen dem Brot. Ihr seid nicht hier wegen meinem Wort, ihr widerspenstigen Leute. Und dann fängt an, Jesus zu reden. Und er sagt, ich bin das wahre Brot des Lebens. Und die Menschen sagen in Johannes 6, 66, von da an fingen an, viele sich von Jesus abzuwenden. Die Menschen sagten, das ist ja eine Zumutung, die du uns da sagst. Und Jesus fragt seine Jünger, und er fragt dich heute Morgen, willst du auch gehen? Und Petrus antwortet, wo soll ich denn hingehen? Nur du hast Worte des ewigen Lebens. Nur du hast Worte des ewigen Lebens. Ich liebe meinen Jesus, weil er das, was er gesagt hat, vollendet. Und in Philipper 1 steht, es ist mir bewusst, ich bin gewiss, ich weiß, dass der das Werk in euch angefangen hat, wird dieses Werk auch vollenden. Bist du ein sündiger Mensch? Brauchst du Jesus? Wenn du es noch nicht weißt, dann lade ich dich ein, unseren Herrn Gott zu fragen, ob er so gnädig ist und dir dein Buch des Lebens offenbart. Und lass mich dir sagen, das finde ich auch eine schöne Illustration, dass in jedem Buch des Lebens steht ein roter Faden. Und dieser rote Faden ist nichts anderes als der Weg nach Jerusalem. Der Weg nach Jerusalem, der kann heute in dein Leben eingebracht werden. Und ab dem Moment ist dein Leben nicht mehr in dem Buch, sondern in dem Buch des Lammes. Dann sind deine Werke vielleicht nicht die, die du erwartet hast.
dann sind deine Worte vielleicht nicht die, die du erwartet hast. Aber du wirst ein erfülltes Leben in Jesus Christus haben. Und du wirst dich von seinem Geist leiten lassen. Und alles, was du tust, wird dir gelingen. Denn was? Denn ich, dein Gott, bin bei dir, wo auch immer du hingehst. Ich wünsche euch Gottes Segen. Ich weiß nicht, hat meine Frau ja, das ist ja schön, meine Frau. Ich habe eine so schöne und eine so wunderbare Frau, und die ist. Natürlich liebe ich Jesus mehr als meine Frau, aber ich bin Jesus dankbar, weil er mir meine Frau bewahrt hat. Ich hätte heute alleine sein können. Ich wollte nicht nach Gladenbach kommen. Ja, der David hört mich nicht. Ich wollte nicht nach Gladenbach kommen. Ich hatte schon einige Predigten abgesagt. Und unser Vater Gott hat gesagt, geh. Ich bin nur gekommen, weil Jesus nach Jerusalem gekommen ist. Und ich habe gesagt, lieber Gott, und was ist, wenn ich die Texte vergesse? Und was ist, wenn ich nicht klarkomme? Was ist das Schlimmste, was passieren könnte? Dass ich hier vorne stehe und sage, einen schönen Sabbat, es tut mir leid, ich kann nicht predigen. Betet für mich. Und auch das wäre okay gewesen. Aber wir sind geschenkt worden vom Gott, der im Himmel ist. Und deswegen möchte ich euch auch schenken, das, was er mir geschenkt hat. Und wisst ihr, was in dieser Kiste ist? In diese Kiste kann jeder gucken, kann jeder reingucken, der möchte. Hier ist kein Spiegel drin. Hier ist kein Spiegel drin. Da wo man dann reinguckt, das Wertvollste, was es gibt, bist du. Natürlich. Aber hier ist was Wertvolleres drin als du. Soll ich euch sagen, was hier drin ist? Hier sind ein Haufen Bibeltexte drin. Denn das Wort Gottes, das ist lebendig. Denn das Wort Gottes, das ist das wahre Brot. Denn das Wort Gottes, das ist das Leben. Denn das Wort Gottes, das ist die Lösung für unsere Probleme. Und deswegen, ich möchte nicht deine Gefühle ansprechen, auch nicht deinen Verstand. Ich möchte dich ansprechen. Dass wenn du wirklich denkst, ich brauche Jesus, ich will mein Leben ändern, dann kannst du nach der Predigt in Ruhe hier vorne hinkommen und kannst deinen Text nehmen. Du kannst ja auch 2 und 3 mitnehmen. Aber tu es nicht, weil du fühlst, die Predigt war toll. Sondern tu es wirklich, so wie beim Abendmahl. Also dem Mann, der nach Jerusalem gegangen ist, folgen willst, weil du erkannt hast, wie Petrus, wo soll ich denn hingehen? Ich habe es erkannt. Und ich kann nur sagen, ich bin auch ein Mensch. Gott segne uns. Lasst uns doch zusammen singen. Das Lied 209, Verse 4 bis 6. Und dieses Lied ist auch so besonders. So wie ich bin, so komme ich zu dir.